Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. So, unser Bus hat es endlich geschafft. Er hat die Überfahrt relativ heil überstanden. Der Tieflader war dann doch nicht so tief wie geladen. Oder doch ein Hochlader. Naja. Das eine oder andere Bäulchen hat er davon getragen, aber wie ihr seht, er ist heil übergekommen. Stefan hatte jetzt schon mal ein paar Stunden Zeit, sich um das bisschen zu kümmern und zu schauen, wo er noch so ein paar Macken hat, damit wir demnächst anständig starten und auch fahren können. Anständig? Und? Was hat er alles? Na, eine Menge Scheiß. Der Anlasser hatte einen weg. Die ganzen Kontakte nachgeguckt, alles ein bisschen gemacht. Alles halt durchgeguckt. Was habe ich denn noch gemacht? Die ganze Elektrik mal so ein bisschen durchgeguckt, was alle nicht so wirklich läuft. Dann hatten wir extra 2 neue Batterien gekauft, wovon eine einfach mal Schrott ist. Und sonst habe ich mal so ein bisschen Gaspedal habe ich repariert. Das konnte nur Vollgas oder kein Gas. Mehr war es eigentlich, ein bisschen gewaschen. Ein bisschen. Oh ja. Jetzt könnte sich der ein oder andere vorstellen, was wir machen werden. Jungfernfahrt! Wieder aufbauen, komplett TÜV fertig machen? Richtig. Kurz überlegen? Nein. Vor den TÜV fertig machen, machen wir lieber den Könnt anderen. ihr leider TÜV nicht fertig. mitfahren, wir haben keinen Platz mehr. Gang ist noch drin. Den repariert. Der sagte mal, immer wenn er den starten will, kribbelt. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Aber er will jetzt als nächstes ein Kabel von hinten vom Anlasser bis vorne in so eine Fahrerkabine machen. Braucht er nur noch und dann soll er angehen. Also das, wofür der Startknopf ist. Das ist der... Richtig, wir brücken den ganzen Scheiß ein. Aufgefallen ist uns auf jeden Fall, er ist zu leise, er qualmt nicht. Ja, fahren vielleicht ja auch gleich, wir werden es ja gleich sehen. Weil wir machen ja jetzt die Jungfernfahrt. Die erste Fahrt von diesem Bus, ne? Allererste. Die allererste. Nach 900.000 Kilometern. Nein, nach dem vom Tieflader wieder runter. So, Mal eine Bulle Bier mit. dazu lade ich jetzt recht herzlich die Kamera mit ein und euch somit auch jetzt in diesen Bus Platz zu nehmen. Ja, die erste Fahrt geht natürlich erstmal zu unserem Nachbarn. Der muss auch unser Spielzeug kennenlernen. Wissen die Bescheid? Nö. Guck mal, die zu Hause Hoffentlich sind die zu Hause, ja. Also ist alles okay, oder? Luft haben wir. Sind nicht ganz so viele Lampen am Leuchten. Eine Lampe leuchtet nur noch. Geht ja, oder? War bei dem alten schlimmer. Aber irgendwas bremst hier noch. Oh, egal. Jetzt berghoch, ne? Aha. Oh. Luna fährt auch mit. Luna, musst du raus? Man hört hier nix. Es rummelt im Karton. So, wir haben jetzt für die Probefahrt natürlich mal eben schnell den Bus angemeldet und Stefan hat einen Führerschein vor. Was war das? Januar hast du einen Führerschein gemacht, Stefan, oder? Oh, na ja. Ja, deswegen wollen wir jetzt mal eben die Nachbarn abklappern. Lol. Ja. Ich muss raus! Ah! Ah! Aber du könntest, Herr Busfahrer, du könntest den Bus mal ein bisschen in Schuss halten, ne? Das sieht ja auch. Jetzt zahlt doch alle nicht! Die Zündung ja noch nicht mal an. Sind wir hier richtig? Ja, oder? Der Weg führt doch von unserem Nachbarn. Der wohnt ein bisschen abseits. Oh! Oh, der Punkt schon hoch oder was? Boah, Alter, das fühlt sich an, als würde man gleich umkippen. Sag mal Schulze, ob der Luft hat. Hast du Luft? Nicht wie die Rasen. Nicht vergessen! Nee. Da war der eh mit unterwegs. Schade. Kannst du trotzdem mal hupen. Da kommt irgendeiner. Ja, wenn Christoph nicht da ist, langweilig. Toll. Ich muss hier rein! Die Reifen schleifen im Radkasten. Ja, weil wir hochfährt. Das Problem ist,
Warte mal. Das Problem ist, der Bus, wenn du die Türen losmachst oder eine Tür, dann senkt er sich. Aber die hintere Tür meint, die wäre noch los. Wo die das nicht ist. Wir haben die Sensoren mal nachgeguckt, irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall meint er jetzt hier wieder los und deswegen fährt er nicht hoch. Und deswegen fährt er wie ein Haufen Scheiße. Aber beide Seiten sind unten, ne? Rechts und links vorne. Der ist normal. Achso. So. So, jetzt haben wir natürlich eine langweilige Straßenfahrt hinter uns und begeben uns jetzt auf unser Dumptüv-Acker. Da wollen wir natürlich auch noch mal schauen, ob der auch geländegängig genug ist. Was? Übrigens, ihr könnt natürlich auch noch mal in die Kommentare schreiben, was wir mit dem Bus alles so machen wollen, weil dieser Bus ist ausschließlich dafür da, um ihn eigentlich auf Herz und Nieren zu testen, Geländegängigkeit vielleicht zu testen, vielleicht irgendwas umbauen, was euch interessiert. Schreibt einfach unten in die Kommentare, was wir machen sollen. Aber du hast noch nicht lange den Führerschein, oder? Junge, ey, das ist ja hier. Ich fahr geradewegs in die Hölle. Menschenskind, oi. Extra gegrubert. Und wofür? Ja, du hast noch nicht lange deinen Führerschein. Und trinkst du am Steuer? Fahren wir durch Maisacker, ne? So. Nur mal ein schönes wieder abgelegt, dann werden die gleich verlieren oder kaputt fahren. Stefan hat seinen Führerschein auch wieder gerade abgegeben, weil er so gut fahren kann. Ah! Ich muss hier raus! Das Burnout! Was? Weiß ich nicht. Kommt ein bisschen. Dann macht der automatisch. Ja, der wird jetzt das erste Mal warm nach 8 oder 9 Jahren oder 10 Ja, Jahren. im zweiten Gang richtig ein. Einfach durchdrehen. Jen. Komm, was ist? Hallo, wie teuer ist die Fahrt? 100 € und kein Garantie auf Lift. Haben wir mal rückwärts und dann einschlagen. Also der Fahrgast sitzt noch nicht. Und? Ja, ist schon ziemlich toll. Ich habe gerade die Frage gestellt, ab wann so ein Bus eigentlich umfallen möchte. Also die Scheibe, die kann man auch nicht mehr ausbauen, die fällt demnächst von alleine raus. Tipptopp in Ordnung, die Karre. Man wundert sich, warum das alle undicht ist hier und gammelt und schimmelt und naja, egal. Ein Bier mehr trinken, dann ist das auch wieder weg. Bier. Ja, ne, also... Bierpause! Bierpause! Ja, wie ihr seht, da draußen, das Getreide reift vor sich hin. Und sobald dieses Getreide runter ist, können wir diesen Bus natürlich wieder auf Langzeit Dauer prügeln über die Rampe. Scheißegal, machen wir.
Boah, aber vorne links ist richtig am Lecken gewesen. Vielleicht ist er jetzt einfach geplatzt, der Balk. Die Bälge, vielleicht, ich glaube, die sind gar nicht teuer, weil die in jedem scheiß LKW drin sind. Ist der jetzt an oder aus? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Könnte auch noch der Ventilator sein. Tut die Anzeige da oben. Nee, irgendwie ist Die ganzen Instrumente sind weg. Alles weg. Ko, hörst du? Psst. Oh, ich glaube jetzt noch an. Da hinten hört er ganz gut. Du da jetzt! Da ist eigentlich los. Alles abgeschlossen gerade, nein? Ja, bestimmt weil das los war. Und der Ausbruch! Orgel. Das ist der Schier. Boah! Das ist der richtig schier! Das ist der richtig Schier. Ob das hält? Ja. Ich will einmal direkt vom Kummer da abschneiden, gucken, welches Rohr da drüber passt, bisschen Dengel zum Braten oder hier so rum. Ja, ein bisschen Oder selber hier. Plansche basteln. So ist das hält genau 5 Minuten. Das haben wir mit dem anderen auch gemacht. Nein. Sondern wie? Da haben wir doch den Flansch da. Das war doch Metall, den haben wir abgeschnitten und davor geschweißt. Naja. Schon so lange her, ich weiß das schon gar nicht mehr. Hier Sonnen, was wir für unseren... Nicht so gerade Ei oder was? Nee. Ich am Drehen bin! Mann, vor der Kamera, vor dem Hintergrund immer. Ich voll ein Ei reinlegen. Orgel wäre wirklich schier. Können die Kommentare abstimmen. Die ein fettes Ofenrohr wollen oder eine Orgel? Ich würde sagen, Ich weiß es schon. Ofenrohr, Orgel Ofenrohr mit oder Klappe oder eine Orgel? jemand anderes. Orgel ist geil. Oder ein Turbo-Umbau. Stefan, du bist ein schierer Typ. Ja, noch eins! Ja, was machst du denn da? Mit was fütterst du den? Kacke. Was musst du hier noch machen? Genau nix, der läuft verdammt gut. Wenn man hier sieht, der freut sich drauf. Ich glaube, der wurde frisch überholt. Vor, weiß ich nicht wie viele Jahren. Aber ein Jahr lief der noch. 8, 10, 12. Oder Cetra. Sieht nicht so schön aus. Fällt mir. Der hat eben Ölstand angezeigt an meine Kurve. Ja, schwipp, schwapp. Aber das ist auch hier die Technik, ne? Ölbehälter geht hier direkt für den Motor Öl. Denkt mal, sobald er zu wenig anzeigt, dann füllt er sich selber nach. Die Ölwanne sieht so mini aus. Aber das ist ein Trockensumpf. Nee. Aber die Ölwanne sieht so mini aus. Nicht, dass der wenig Spielraum hat quasi, bevor der trocken läuft. Kennzeichenbeleuchtung kaputt. Scheiße. Deswegen hat er auch keinen TÜV. Vielleicht auch einer mit der Gründe. Aber ist das nicht noch länger her? Haben die nicht gesagt 2008 oder so? Was? Abgemeldet? 10 Jahre? Ne, noch länger. 10 Jahre stand er bei dem und dann stand er schon beim anderen vorher. Ach, Doch, 9 2008 Jahre. war die letzte Sicherheitsprüfung, glaube ich, ne? Oder haben wir geguckt? Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, Bus läuft. Wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Phase ist, dass wir den auf jeden Fall ein wenig länger noch benutzen wollen. Das heißt, wir werden nicht von Anfang an jetzt komplett alles runtersägen, machen, tun, abschneiden. Das kommt bestimmt irgendwann mal. Aber erst machen wir so Dinge, die man jetzt super damit noch machen kann. Würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig wie bisher. Stößchen, bleibt gesund. Wir sehen uns. Gut.